Good morning. Ik freue mich, dat je hier bent. En zoals Pastor Jacob al zei, ik heb in de laatste maand geredet van dat Gott is in ons, we kunnen zeggen, Gott ist in ons leven. Aber wir nehmen die Botschaft von Gott an. Und das sind Themen, wo ich geredet habe, Gott in unsere Unterbrechungen. Und weet je, einmal haben wir gedacht, geplant in ons leven, wir haben einen Traum, oder wir haben uns vertragen, stahl so zu sein, aber nicht so was manch gekommen. Der Arndt ist verheult, das Geschäftsbankrott gegangen, das wir gestorben in der Familie, oder was immer das ist. Du sind einige Unterbrechungen in uns Leben, die anderen die Leben für eine Stunde oder für einen Weg. Aber dann sind die Unterbrechungen, die anderen die Leben für Lebenszeit. Und so dann ist die Frau fertig, wo es Gott da bin. Die zweite Botschaft für Gott in uns Lüren. Einmal wir lernen Dinge. Wir haben vielleicht al für Jahre gelehrt, wir beten vielleicht für eine Person und wir wundern, wo ist Gott in das. Viele sind noch redig an Gott in unsere Steine. Und das Sommer haben wir Steine am Weg gehabt, in der Boy oder so, und einmal dann ist die Frau, wer wird den Steine weicht. Und in uns Leben einmal, wir haben Steine in uns Leben. Du hast vielleicht eine Weide, du hast eine Anvergebung, du hast was passiert, jemand hat mir auch getan, oder du hast eine von den Unterbrechungen, was immer das ist, aber das wird vorgekommen in meinen Weg. Und ich fühle mich so, ich komme da nicht her, und dann ist die Frau, wo ist Gott? Von der will ich reden, Gott in uns Tod. Na, weet je, wir gleichen nicht Tod. Tod, wir reden vielleicht auf Begrafnis von Tod, aber Tod ist ein Thema, wo wir die nicht wollen von reden. Aber von der will ich. Von der ist nicht, weil von der wir ein Begrafnis können wir sein, wenn ein Tofas dort ist, wir sterben, tanzen altes Leben, wir stehen ab, oder wir waren begraft und wir stehen ab, zu neues Leben. Diesen Sommer, dann haben wir viel geredet von, wo scheint es in der Natur, wo schmeckt es. Und weet je, wenn wir fahren, das so schmeckt rein, und wenn wir ein bisschen in die Türen gehen, in die Bäume oder so, da sind Blumen, was wir gewöhnlich nicht sein. Und das viel in der Natur, was sehr schmeckt. Aber weet je, wir wissen rein alle, dass einen Monat, 2 Monate wieder, ist das alle tot. Da bin ich sehr lang hier, dann ist das alle brün. Und wie können uns gleich nun war, nicht? Wenn es grün ist, wir haben vor uns Haus ein bisschen Gras, das hat noch niemals so Geschmack gelassen als das Jahr. Aber wir wissen alle, dass das Gras, das verdreht, die Blumen, die blähen so einen Geschmack von Stautzje, dann drehen die auf und die fallen auf und das alle, ja, das Stoff so zu sein. Gott vergleicht das Menschenleben mit Gras oder mit Blumen, was ein stolzer Geschmack blähen, und dann verdrehen und dann fallen die auf. Ich glaube, die meisten von Ihnen weiten das letzte Werk. Königin Elisabeth in England, die starb, die hat 94 Jahre wieder. Ihr Mann starb bald ein Jahr, ein halb 3 ungefähr, die wir 99 Jahre. Und so das, wenn ihr Neuigkeiten checken, das meist alles, was da an ist, nicht groß. Aber das hält sich gleich, wer du bist, hält sich gleich, wo sozusagen hoch manche Menschen du bist. Oder was für ein Niveau von Mensch du bist, als du arm oder reich bist, oder als du sehr berühmt bist, oder als keiner dich kennt. Oder was für ein Mensch du bist, aber wir sterben alle. Und so dort haben wir dieses Werk noch weiter gesehen. Und in Psalm 90, Vers 12, da sagt es, lieh uns bedenken, da wir sterben müssen, da wir klug waren. Und ich will besonders an das denken, da wir klug waren. Und das Vers, der hat einen Anfang. Ich werde im Psalm 90 hier nicht ganz lesen, von der, wenn ich kann nicht Zeit, aber ich kann das ausführlich lesen. Aber ich will Ihnen ein klein bisschen vertellen, wo das Psalm anhört. Da wir in der Zeit, wo Moses wie mit das Volk Israel in der Wüste, und sie kommen ohne Grenze von das Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und dann schickt Moses 12 Männer aus in das Land nehmen, und die sollen gehen nur sein, wo das Land ist, und ein bisschen Utspion können sein. Und dann kommen die 3.
10 von diesen Männern kommen so negativ drehen. Sie sagen, das schafft nicht, das wird never schaffen. Die Menschen sind viel zu groß für uns, sie sind Riesen im Land. Und sie überreden das Volk fängt an, je Moses zu reden. Und in der Schrift sagt, dass sie schrien, je Moses, die ganze Nacht. Und dann sagt Gott ab das, und in 2 von ihnen, sie sehen mit Gott seine halb Tjavriot, aber das Volk wie mutlos. Und dann sagt Gott zu das Volk, weet je, all die, wo 20 en 11 jaar aus Ägypten uitreisden, die waren alle in de Wüste gestorben. Und das ist was passiert. Nu sind mehrere Jahre vergangen. Und weet je, Moses, kriegt Nachricht von Tod jeden Tag. Das ist eine Gesellschaft in manchen palästinischen Menschen, die haben eine Geschichte, das ist sehr interessant, aber sie haben eine Geschichte von dort und sie sagen, dass die Israeliten, die mussten einmal das Jahr, da wir eine gewisse Nacht, eine gewisse Abend, da mussten sie einen Grab graben. All die, die 20 en 11 wären, die Männer, die mussten einen Grab graben und dann mussten die dabei schlafen. Und dann den nächsten Tag zum Morgens wären da 15.000 von ihnen, die nicht abstanden. Die wären danach gestorben. Und weet je, sie taxieren, Geschichtsschreiber oder Menschen, die das studieren, sie taxieren ungefähr 600.000 Menschen, die kommen mit Ägypten raus, die da 20 en 11 wären. Und die sollen alle in der Wüste sterben. So, die müssen 15.000 Menschen das Jahr müssen sterben, dass in 40 Jahren 600.000 Menschen sterben. So, ich weiß nicht, ob das korrekt so ist, aber bei mir wird das eine interessante Geschichte. Aber wenn du das ausrechnen lässt, dann mussten wenigstens 41 Personen den Tag sterben, dass die alle sterben in 40 Jahren. Und ein Schreiber, der sagt, dass wenn die da eine Zeitung gehabt, die würde sagen, Fall gewesen, bloß von Lebensverzeichnissen von all den Menschen, die sterben. Und das wurde es falsch nennt. Lass uns bedenken, dass wir sterben und dass wir klug waren. Weißt du, wohin sie in der Wüste sterben, wenn sie nicht klug gewesen? Sie wären gegen Gott gegangen, sie hatten Gott nicht geglaubt, sie wollen mit ihrer eigenen Kraft, und so sie wären in der Hinsicht nicht klug. Und so das Psalm sagt, lass uns bedenken. Lass uns bedenken. Na, weißt du, von dir bist du ganz gesund, und du bist jung, und du denkst nicht an Sterben. Und das ist natural für uns, weil das bloß wir sind gemerkt zum Leben. Mir ist es immer war interessant, wenn wir krank waren, dass wir willig sind, uns haben Gott Hand zu geben für Doktorie. Das ist mir immer sehr interessant. Wenn wir als Christen bleiben, dass wir waren an einer besseren Stelle, und wenn wir gestorben sind, wo wir beim Herrn sind, wo wir in Fett wie so schrecklich zum hier bleiben. Das ist mir immer interessant zu denken, aber das ist bloß so, wie wir gemerkt sind. Und wir wollen leben. Und du bist von der jung, du bist gesund, vielleicht dreht von der gerade alles fern. Aber dann ist es wichtig, dass wir denken, lass uns bedenken. Von der, das ist eine Geschichte von einem Prediger, der hat in einer fremden Kirche reden, hat am eingeladen, und dann nur die Versammlung, dann hast du einen Mann früher in einer Familie, die nehmen den Prediger mit nach Haus. Zum Mittag, so ist dann vielmal was die tun wollen, even hier mag uns. Und dann nur Mittag, dann fährt das ist ein Ranger, und so das Ranger, der fährt mit dem Prediger rum, ich habe ein Eiver ab, und dann sagt er, so wie es den Öl sein kann, das alles meint. Fahren sie am anderen Eiver ab und sagt er, so wie es den Öl sein kann, das alles meint. Und so dort fahren sie und stellt sich rum, und so wie es sie kicken kann, alle Richtungen, in das Ranger. Und wenn sie stark sind, dann fragt der Ranger den Prediger so, was leist von meiner Range? Und der Prediger stellt sich still, und dann wies er eine Hecht, und dann fragt er, wie viel Land einst du dort? Und welche Lied, lass uns bedenken. Das ist nicht arg hier schaffen, Geld verdienen, Reichtum schaffen, oder Reichtum schaffen, besonders wenn wir dort brücken für Gott sein Recht. Ich meine, Gott hat uns hergestellt zum Schaffen. Und so werden wir nicht so denken, dass wir wollen nicht schaffen, wir wollen, einige Menschen sind vielleicht beraten, zum volltätig in der Arbeit sein, als Missionaren oder Prediger, das ist wieder der meiste von uns. Die sind von Gott beraten, zum Former sein, oder Business Lead sein, oder was immer sie tun.
Ich habe allemaal zu jemand gesagt, was immer je in je Leben tun, das ist eine jährliche Arbeit. Wenn wir denken einmal so an Predigen und Singen und Diakon, das sind jährliche Arbeit, aber ich sehe nicht. Du bist auch. Deine Ranch, deine Wirtschaft, dein Business, was immer du schaffst, das ist deine Arbeit für Gott. Und wenn du in Christ bist, dann ist das deine jährliche Arbeit. Ich glaube einmal, wenn wir dort von klein und alle gelehrt haben, würden wir mit einer Schnauze checken und uns Ganze schaffen. Aber weißt du, die Ursache, dass das wichtig ist, als wir uns Leben fallen. Nicht bloß, wo wir sterben, aber wir müssen auch vor Gott kommen. Sogar als Christen, weißt du, als Christen, das gerecht von uns die selig warst oder nicht, da kannst du in den Stich gehen, wenn du Jesus kannst. Aber das gerecht von, was du mit deinem Leben getan hast, kostet nicht. Und so, wir wollen noch einen Tag Rechenschaft aufleihen von uns Leben. Wir wollen noch einen Tag Rechenschaft aufleihen, zum sagen, als das bloß gegangen hat, um so wie es sein kann, dass alles mein war. Er hat dort noch gegangen, dass das, wie es sein kann, dort habe ich gebraucht, um Gott seine Rückbühren. Dort habe ich gebraucht, um das Evangelium verbreiten auf der Welt. Wenn man dort nicht das Ziel ist, und das Ziel ist bloß für mich, und ich sehe recht geworden, ich komme in eine Feit auf den Weg gestellt, leiden und sagen, nu, je hebt die Ruhsäule, nu leeft in Gott dag, reis rum in de Welt en laat Gott gaan. En so dat is wat Jezus te den Farmer zei, dort in zijn Geschichte, du nur, diese Nacht wirst du sterben. En so leer uns bedenken, dass wir sterben müssen. Sprich, sagt, wer sich wellig belehren lässt, wird klug worden. Wer nicht will lehren nehmen, bleibt schasselig. En weet je, wanneer het kämpert dit leven en dat ons leven is hier moekard. Wanneer het ook 94 jaar was, of dat is 99 jaar, dat is zeer heel het alle voor mensen. Aber wir müssen danach sterben. Und in Römer 1,21 sagt es, und wenn sie Gott kann, dann sie geben ihm nicht die Ehe aus Gott und haben ihm nicht gedankt. Und weet je, ich wollte das nicht ganz lesen, aber lesen, weil ich mal Römer 1 von hier wieder. Was in der Welt passiert, wenn das passiert in uns Leben, dass wir Gott nicht gedankt, wie Gott hat keinen Raum gehabt in uns Leben, dort hat bloß gegangen an meine Rand, wie es meine Uhren sein kann. Für dort habe ich gelebt, Lebenszeit. Und dann, wenn dort passiert, dann geht es Deupen Sinn an. Und er Deupen. Er sagt, sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, sodass es dies drin ihr unverständigt Hort überhaupt nehmen. Und das ist was passiert, wenn wir bloß für das Erde leben. Und so der Psalmist sagt, lehr uns bedenken. Dann sagt er, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen. Einmal sei wir im Begräbnis, dass die Doden, die redet, sei lüd. Aber ich glaube, das soll Gott redet uns, wenn keiner gestorben ist. Gott redet uns, wenn wir nicht auf dem Begräbnis sind, sozusagen. Er sagt, so steht im Psalm 90, Vers 10, das ist der Psalm, er sagt, uns Leben ist hier 70 Jahre, und wenn das hochkommt, 80, und wenn das auch schön gewesen ist, habe ich doch bloß von mir und Trühe zu reden. Das kommt bald zu eng, und wir fliehen weg. 41 nur rechten Tag kriegt Moses, dass da waren Menschen gestorben. Und ich weiß nicht, sei das alle hier, aber doch, wenn wir das Psalm lesen, dann ist dann besser, dass Moses ein Tag, ist es bloß am Wort Tose zu sein, und er geht noch Gott im Gebet. Und er redet mit Gott. Und 1. Petrus sagt, dass alle Menschen sind so groß. Und das scheint, dass sie an sich haben, so ist die Blume umgroß, das Gras verdriecht und die Blume fällt auf. Und weißt du, erst was scheint von uns Menschen. Und du bist jung, die sind jung und die sind besonders, wir sind alle jung, nicht? Aber weißt du, ich höre einmal Leute, schaut sie drei, dann höre ich die Leute an YouTube, von der Gaither Vocalband, und an der eine, das ist ein bisschen ein Spiel, aber er sagt, dass er sagt sich selbst alle waren on TV. Und ich weiß nicht, was er meint, wenn ich zurückkicke, nur meine ersten Botschaften, vielleicht sagen wir, I don't know, 17 Jahre 3, wenn du immer on Kamera bist und du wird viel aufgenommen, oder du redest viel, on camera, so sagt man, dann sitzt du die selbst älter und fährst deine eine Uhr sozusagen. Nicht?
En weet je, jonge personen die zit smaak en die schijn, some haar, zo'n dingen. En zo, dit leven heeft wat schijnt aan zich. Ik meen, dat gaat schijn. Maar wie kan zo leicht vergeten, dat we sterven moeten. Wie kan zo leicht vergeten, dat 70 en 80 jaar, ik zie 60 jaar, mir ist nicht ein Viertel deutlich, wird es nicht Jeff. Aber wenn ich an denke, nach einmal 20 Jahren, dann sehe ich alt. Like die ganz meisten Menschen waren nicht mal 80. So wie alt bist du? Vielleicht bist du halb verlängert, wenn du denkst an 80 Jahre oder 70. Und ich will nicht von der Grühl, dass morgen ist ein Begräbnis, aber weißt du, der Psalmist sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dat we klug worden. Dat we niet bloos voor dit leven leven. En dat gaat geschehen. En dat is dat we zullen hier treurig durch dit leven gaan. Aber der Psalmist sagt, dat leer ons bedenken, dat we sterven en dat we klug worden. Wir wollen klug worden. Psalm 14 sagt, der Herr schickt vom Himmel rauf nur die Menschheit, de Menschen kennen, om te zijn of er irgendwer klug ist en er Gott fragt. De Schrift leert ons dat wanneer we zijn, dat je geen God en ik leef in het leven en ik zie bloos als een tier. Ik meen, dat is treurig. En zo wanneer we naar God vragen, dat is klug. En wat je in tof was, dat is einfach een beeld van, ik zie je sterven te mijn oude leven, ik zie begroefd en opgesloten te niet leven. Dat is de oorzaak waarom we onderdukken doen. En weet je, dat is het beste beeld van dat. Maar dat is ook wat met die körperlich wat passieren. Die was een dag gestorven, dan worden die begraven, maar dan komt een Auferstehung. En dat is waar we dat wichtig is, dat we klug zijn. Wenn een Auferstehung komt. Nicht mal really, wenn wir sterben waren, aber wenn du eine Auferstehung kommt. Paulus sagt, wenn er bloß für das Leben ist, dass wir auf Christus hoffen, dann ist mag alle Menschen keiner so sehr zu bejammern als wir. Na, Paulus spricht ein bisschen andere Sendesvers, er redet von der Auferstehung, und dann sagt er, aber Christus ist bestimmt von dort abgestanden, als erster von all die angeschlagen sind. Na, Paulus, hij redet hier von der Auferstehung und er beweist, dass er eine Auferstehung sind. Aber wenn wir das mal ans Thema voneinander, und wenn das bloß für das Leben ist, was wir leben, dann können wir so sagen, okay, da du den Bastard, da liegt Physik Menschen nicht so weit zu tun, aber merk sicher, dass du wirst zu Jall kommen, und du wirst recht sein, und du wirst den guten Tag leben, wenn das alles, was du hast. Aber Paulus merkt klar, dass das eine Auferstehung, und weißt du, das ist nicht alles, was du hast. Die Bibel ist sehr klar, dass du hast eine Auferstehung. Da sagt der Lohn, den ihr sind, tut das der Tod. Gott aber sagt, dass wir leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und so wir leben ewig. Und klug sein meint, dass ich kann Jesus. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Lehr uns bedenken, dass wir man sterben, wie man ein Tag vor Gott stehen, dass wir wollen Jesus Christus kennen. Und so das ist, was hier von euch getauft wird. Und sie sehen, sie haben Jesus angenommen. Und ab dort Bekenntnis wollen sie sich taufen lassen, aus dem Teken, dass sie sind zu das alte Leben gestorben, sie sind begraben, abgestanden zu nicht leben. Aber die Frau ist kostet auch sein. Sie wie gestorben zu uns alte Leben, haben Jesus anerkannt als unser Erlöser. 1. Timotheus 2 willst, du hast ein Gott und du hast ein Vermittler, der zwischen Gott und dem Mensch steht, der Mensch Christus Jesus. Und das ist uns einzige Weg nur Gott. Das ist uns einzige klug sein, wenn es kommt bei der Ewigkeit. Na, weißt du, wir sind Menschen, wir sind sehr klug auf dieser Welt, wir können meist irgendwas bauen und ausdenken. Und die ganze Entwicklung von Technologie und so weiter in der Welt, ich meine, das war sehr, sehr busig. Wenn ich an denke, in meinen 60 Jahren, als ich jung war, dann hatten wir nicht viel Cellphones oder so eine Dinge. Hat je? Ich meine, wenn ihr Happen von in ein Haus hatten, dann wir halt sehr wiedergekommen, aber wir hatten nicht. Ich sage, was viele von ihnen hatten auch nicht. Wir wollten bloß von dort allein,
wo soll das sich entwickelt haben, wo klug wie Menschen sind. Aber das ist interessant, wo schrecklich unklug, wie kluge Menschen können sein. Und wo töricht wie können sein. Mit all unsere Wissenschaften, all unsere Gelehrheit und all uns klug sein, von Gott wollen wir nicht. Und weißt du, für 80 Jahre, wann dein Leben wird lang sein, dann kostet du hier Leben ohne Gott. Aber von du wieder kostet nicht mehr. Ich meine, vielleicht war schmatten. Aber was ich meine mit dort erst, wie kann Gott zu sich schieben hier, wie kann bloß so denken, ich sehe mein einer Boss, ich will tun, so ich will, und like, du nicht zu mir von Gott reden, dort wird für 80 Jahre schaffen. Nur dem wird es nicht mehr. Und ich will den Mund merken, dass wir hier klug sind. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Und so, Gott ist in uns tot. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du dir nicht Angst vor den Tod. Ich meine, die kommt danach noch uns. Das ist sozusagen der letzte Feind, was wir begegnen. Aber der Tod hat seine Kraft über die verloren, wenn Jesus das von Tod abgestanden. Und er verspricht uns, wir wollen von Tod abstehen. Und so die Frau für mich, die von der ist sehr klug, aber natürlich. Und du kannst die wählen, ich kann mich wählen, dass wir durch das Leben gehen, bloß von Salz. Und bloß von Salz streiten. Aber wenn Gott die hat Leben gegeben, Gott hat die Rektum gegeben, Gott hat die einen Verstand gegeben, was tun und was schaffen und Geld merken, dann wird Gott dort von dir fordern. Und du kannst von der dien haben, Gott brücken, zum seine Recht bühren sozusagen, zum Evangelium verbreiten. Some von uns sind hier vielleicht ja, die können dort in jene eine Zeug tun, die von uns, was hier tust, die können dort hier tun, aber du, wo Gott dich handelt. Aber du lebst 80 Jahre, wann viel. Und das ist eine sehr kurze Zeit. Und wenn du von der 10 bist, dann fällt dich 80 nur eine Lebenszeit, da weiß ich. Aber mir denkt danach, sagt 10 wir müssen nicht deutlich, da ich sag's dich sehe, du hast irgendwo was anderes gegangen, glaube ich. Weil wir klug sein, Lied. Amen. Weil wir Jesus kennen. Und dann, wenn Gott uns hier sehen und hier wird jaft, dann werden wir dort brücken, verarmen. Wenn wir können auch sein, so wie es ihr sein kann, das alle meint. Ja, für 70 Jahre. Waren viel. Aber weißt du, wenn wir investieren in Gott sein Recht, und da kommen Menschen hinter uns, und die haben Jesus gefangen wie in uns. Oder wenn was wir gelebt haben, oder wenn uns Zeugnis, oder so wie wir gelebt haben. Aber Menschen hinter uns haben Jesus gefangen. Erstens unsere Kinder, und dann vielleicht unsere Arbeiter, oder die mit was wir umgehen können, oder in der ganzen Welt. Ich meine, wir strahlen unsere Botschaften raus in der ganzen plötzlich redende Welt nach. Vielleicht hast du wohl jemand, der auf Jesus gefangen, wenn du hast, den haben Gott gebraucht, damit das möglich wäre. Oder du hast deine Gaben gebraucht. Du hast nicht bloß für die selbst gelebt. Du hast dort bedacht, du wirst, dass du musst sterben. Aber du wirst was hängen lassen, was du wird länger leben, als du das. Du bist klug gewesen. Du bist noch klug. Und sag mal uns Mund merken, dass wir klug sind. Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben und dass wir klug waren. Amen. Mit Frauen, das ja abschauen. Himmlischer Vater, du hast uns Leben gegeben, auf das du hast uns Kraft gegeben, zum Rektum verdienen. Du hast uns Kraft gegeben, um hier einen großen Unterschied zu machen. Du hast uns Klugheit gegeben, Herr, und uns Verstand. Und wir können denken und planen, und wir können alle Dinge machen. Aber ich frage, Herr, dass du uns vorschlägen und uns Kraft geben, dass am Ende von uns Leben, wie nicht wahr machen sein, ich habe bloß für mich gelebt. So wie es auch sein kann, dass einig alle, aber das alle meint und bei Gott einig nicht. Und ich bete, Herr, dass du uns verschalten. Dass wir wollen Jesus kennen, dass wir wollen Jesus annehmen, dass wir wollen klug sein in dieser Welt, wenn wir jemanden sterben. Ich bete in die Namen. Amen. Das Prayer-Team ist hier an der Seite, wenn ihr ein Gebet fehlt, Dankeschön für kommen.
Mag Gott je zegenen. Had een goede dag en een goede werk.